Letzte Match rund 2 haut um 1. Mai. Mam Seiles get gut gegen Exaco. Ja, mal effektiv letzte Match. Mal gucken, wie man haut werden die vielleicht überrascht gehen, ne? Genau. Hier sind zwei Equipen, die haben sich an der ersten Runde mal einen Win davor geschlagen. Und Lo kann natürlich wie gesagt immer eine Equipe gewinnen. Wegen das gut. Steht noch an der Sterne, beide Equipen ganz gut. Beide Equipen schön Passspiel hier gelöscht. Und ja. Opa fast eigentlich um 3 Uhr gewischt mit ein paar Verspätungen. Und ja, lo geht der Match. Und wenn du Pass wieder durchgeholt hast. Ja, wir sind noch im Prozess. So, du haben wir schon geht gut. Die sind brett, die waren warm. Wir werden uns noch auf Exaco, die nach einem Match sehen. Wir sind aber auch alle Moment lassen. Jo, an no Match Drbleiwen, da guckt man nach op den Spielplan vun der Woche 3. Wo dann weiter Ekippen op nestossen immer wie gesagt man der gleiche Resultat, also die Ekippe die alles verloren hun spiel gegen die Ekippen die alles verloren hun, an Ekippen die immer verloren, an immer gewonnen spiel gegen die Ekippen die immer verloren, immer gewonnen. Jo, an alle Ekippen die bis du alles konnte gewonnen spielt natürlich auch gegen der Ekippe die alles gewonnen hört. Ja, du wird man wahrscheinlich paar Überraschungsmatches haben, gehen wir mal davon aus. Genau. Weil ne, als Hauptgrund kennen du schon hören halt Enraged, gewonnen, verloren. Yes. Die werden dann definitiv meiner Meinung nach mal ein bisschen mehr schwache Gegner treffen. Aber den halt gegen den Rage spielt, den muss ich warm tun, ne? Genau. Du hast Kontakt zum Squid? Nicht zum Squid, von seinen Teammates, den bis dato noch nicht geantwortet. Wie gesagt, Kapitän haben eigentlich am Discord zu sehen, sobald der Match geplant ist. Das ist beim Squiddy nicht der Fall. Einmal guckt man nach darüber weg, aber wenn das halt so oft viel könnt, dann muss man leider ja, Strophe verdienen. Wie an der Schule. Ja, der Match kann interessant gehen, wie das beide Kippen halt ganz gerne noch passen gehen. Und da joinen Squid, Amazing und Legend. Also deshalb ist die Maschi haut auch nicht dabei. Ja, Starters von der Kippe brett sind an joinen. Geht gut a Blo an Exaco a Rot. Ja, dann waren wir mal auf, hat man dann halt präsentiert kriegen in beiden Equipen, ne? Yes. Gespannt kann man sehen. Kann ein interessantes Match gehen. Die Kippe sind brett, da spannen wir auch ran. Ja. Alles geht es. So, Kickoff. Ja, den gesagt den Kickoff, der war auch dann gleich keine Seite wirklich gewonnen. Lo, der Legend probiert noch mitzukriegen. Leider unerfolgreich. Und seid euch schon, dass das eine Dynamik am Spiel ist. An den nächsten 20 Sekunden seid direkt, dass es eine Party wird gehen mit viel Aktionen. So, lo den Ugriff vom Exaco, die nicht ganz durch könnt. Aber das ist ein selbst gut. Was war das für eine Aktion? Für dich sitzen ja. Ball, du lässt das Squid, du zwar nicht lernst, mir müsste dem Squid eigentlich gefallen. Hat wahrscheinlich müsste werden zurückziehen an den anderen Druck lassen. Ja, und hat halt probiert, so gut wie möglich die Situation zu entschärfen und leider am falschen Moment den Frontflip gemacht. Und voilà. So, Crashcore, den du geschossen hast. Amazing Chain an der Luft. Ball geht auf die andere Seite. Squid
mischt nicht, lässt Puma durch. Cresco Log, gesehen. Sifox an der Luft. Könnt nicht durch. Den Amazing. Ein weiterer Schuss auf den Goal. Schön lang weit Ball von Exaco. Und geht gut nach ein bisschen am Schlafen. Sifox Log geblockt. Muss die Fehlerkommunikation von Exaco oder ein Double Commit. Squid weiß, dass er akrobatisch könnt. Die haben wir ja auch schon am ersten Match von ihm gesehen. Exaco ein Team wird ab und zu ziemlich ein Double Commit lädt. Und ja, du hast schon Bestrafung, das wollte ich schwätzen. Ihr Positioning ist nicht immer so glänzend. Und Cresco könnte natürlich gut durch. Weil Kimi du hast. Ja, hier Rotation, ja, im Moment noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen. Und hoffen wir, dass sie sich ein bisschen Gefallen kriegen. In dient. Ja, Olo Heiren, lang gewartet. Boot. Amazing, mischt das, ja. Du hast kein Du. Vor Assist, wo waren dann Spieler vom Sifox. Cresco du der Mauer an Puma auch durchgeflohen. Nicht Mod geholt. Momentan nimme Bestrafungen durch dumme Fehler, wobei die kippen. Ich meine, das möchtest du Matcher aus. Wenn du nicht weißt, wie was wollen mit deinen Mates, dann gehst du bestraft. Oh, amazing, habe ich schön einen Airdribble. Will auf die Bude pinchen. Legend steht schon breit in der Mitte. Sweetie konnte nicht machen, gut geblockt, die vom Sifoxer Puma. Hallo Cresco zieht da durch. Geht den amazing Kriten auf die Mauer. Und das schon an der Luft. Legend fährt innen. Die probieren etwas halt durchzukriegen. Sind definitiv nur mehr aggressiv. Es gesagt, in Exaco ist wirklich höchst motiviert, heute zu holen. Es gesagt, definitiv an ihrem offensiven Playstyle. No, ich schwöre zu einen Trickpass und Lude Sifox macht eine Chance. Nee, geblockt vom Amazing. Und direkte Konter. Aber sie sich schon haben schön gestartet. Oh, dann Puma probiert du, aber das möchtest du ein bisschen schlecht, weil dann aus der Rotation du raus kannst. Squidlo hat eine Chance, ne, Puma wird doof. Den Amazing Kritten nicht lanscht. Chance, ne, direkt blockt anderen in die andere Richtung. So, Puma, Ball, geht einfach vom Squid geblockt, dann Legend steht da noch mit. Gut gesehen vom Sifox, sagt Cresco dem Sifox so nach unterstützt. Komme gerade nicht ganz durch. Exaco will auch einen gut chasen. Will bei dem 3 wahrscheinlich so machen. Und es scheint ihnen momentan zu gelingen. Los, Squid an der Luft. Pass auf Legend. Und oh, Shayra geschossen. Shay Pass, schön das ist so, wie man wie ihn von Exaco gewinnt das. Tipptopp, hier gelöscht. Guckst du ein bisschen nervös sei? Wackelt ein bisschen mit den Pnöen. Hi, Hummer. Ja, gesagt, ein bisschen das Schwenken, das fängt ein bisschen nervös, die Gebäude gut, ja? Ja, sie trauen sich nicht mehr so richtig ruhen. Den Uker wird am Anfang gestimmt, lo, also ein bisschen tote Hose. Ja. Muss ich so ein extra komisch hat gut sein. Sie machen Mensch geht den Zoo. Obwohl der Dolo einfach immer ein grave Fehler war. Den kann Get gut einfach nicht verwandeln. An Squid am Ball. Der war geblockt vom Sifox an Amazing vom Brett. So, halt zu 2. Nicht durchkommen. Sifox ein bisschen zu lösen, vielleicht verliert ein bisschen Zeit da unter der Mauer. Und du war Chance nächstes für Exaco. Lucky für Gerd gut, dass du keiner mit da war, weil das wäre definitiv 2-1 gewesen.
Exako immer ob da sich nur ihre Spieler für uns spielen wirklich schön gemacht und die los sind sie schön ausrollen und immer das den echten Match für Exako ausgang 1:0. Ja, bisschen überrascht, dass Cat gut die erste an alle Minuten 2 Minuten wirklich gut Form gewesen sind und ein bisschen ja, angefangen hat Schweiße geben, ne? Ja genau, also sie hat gut angefangen, den Selbstgold war vielleicht ein bisschen deprimant vom Sifuchs her, mit der Fehler go schnell ausgebessert und ich denke, dass Get gut sich lo rappt, aber versicht das umzudrehen. Weil flott war für also letzte Match nach rund 2 natürlich ein vollen Match gesehen, also 3 Matcher, das wäre flott. Ja genau, also die 3 Matcher, die sie oder so löst gestartet, die Equipe beginnt immer mehr gleich, der nächste Runde vielleicht noch mehr wie nach nie zuvor. Wie nach 2 Wochen zu spielen, bis das Seeding feststeht. Pardon, 3 Wochen. Ja, 3 Wochen. Der Crasco Motor Chance fliegt oder ja nicht Richtung Ball genau. Und du, amazing, könnt du gut launcht. Ja, das war auch kleine Fake du mal dran, ne? Ja, ich denke, Puma ist ein bisschen verschätzt, du. Der Flip kommt vielleicht, ja, der Flip kommt zu frei und ich konnte halt den letzten Flip nicht mehr machen. Er hat gedacht, das Squid Game schon mal für mehr gut getäuscht. So, sie fuchsen weh auf den Ball. Kann du nicht durchkommen, weil Crasco hier in Zomisch. Puma schießt schön aus der Luft, könnt durch. Aber schön ist safe vom Legend hier. Und sie fuchsen ein Brett. Kriegt den Ball nicht verwandelt. Schöne Safe. Das fängt Defense bei Exako hier. Und auch der Angriff von Get gut war nicht schlecht. Ja, dort war Möglichkeit für Get gut. Oh, ja. Amazing. Da stehen sie allen 3 bisschen planlos, gebe Mengen Kegel fix Strupp. Weil sie Fuchsat probiert, mir direkt bestraft gehen. Wie sie doch schon ein Match für Druck gemacht und Exako. Malore mal lang nur 4 Crasco spread damit me Legend wiest du sich zu helfen kommen nicht mir richtig durch geht gut hey. An exact Corporation wird ein Tip-top Defense so wie ein Ugriff drauf. Oh, das war ein bisschen komisch gespielt mit das Kilo-Gewicht von Get gut. Oh, kleine Fehler hier. Kein Flight Chance leider nicht benutzt von Crasco. Und Exako direkt drum und offensiv sich den Mann finden geht leider direkt geblockt. Gesehen wirklich also Exako probiert grave Fehler. Puma um Ball. Sie wuchs geht und Mauer. Probiert Sachen aus, kriegt aber nicht durchgezogen. Meistens mangelte du Boost. Gemengen sind die Kippen du ganz nur bei ihnen hin. Nicht viel Spaß an dem Match. Puma. Puma probiert natürlich ob sein Mädchen passen den an damit war Crasco Kette nicht River gezogen an Stilo verlor du am Mac amazing mit alles in der Kontrolle sie wuchs weh für zurück vielleicht nicht die gute Entschädung hat schon den echter kommen steht aber schon gerade am Goal Legend natürlich versicht ein Pass durchzukriegen und sie können doch durch Squid kann die aber nicht mehr abfangen. Das effektiv am Anfang ist ein interessante Match das scheinen hin und her von beiden Mannschaften. Oh, ein Shape Pass von Crasco. Ich sehe den Spirit das nicht ganz verloren bei Get Good. Sie probieren, aber so nicht abgehen. Genau, gekämpft geteilt bis zum Schluss. Sie sich nach immer hier weh. Sie haben sie auch schon von. Sie konnten sich nach nicht richtig Drop klacken. Und du könnten aus der Luft der Crasco. Wird das gesehen, du Doppelboot.
Ja, Squid verlor am Goal. Legend. Ich mein, der Legend gouf nach gebombt. Ja, tut so ausgesehen, ja. War jedenfalls komisch, ob der Ball geflohen. Ja, effektiv. Guck mal, kriegt er durchgesagt. Nee, der Ball geht direkt rum an die Blue Halschend an. Amazing High, probiert der Winkel. Ich mein, muss ich ganz klar so Exako schenkt op vollsten technische Vierdeel zu hunn Geniwer get gut. Amazing scheint doch halt den Dominus Slave gewonnen zu letztwoch nach meinem Octane in NRW. An Haut sei den wat da ma Dominus zu drop huet. Akrobatisch Meesterlichtung. Ja, effektiv du se den einfach gebe ich schon bei meinen Exako was ganz liegt am spielerschen Iwer get gut an. Get gut probiert hier best me ja. Exako überrascht halt bis. Oh, die Bump. Schäden gepasst, beim Sifuchs du gespielt. Und Sifuchs schon jetzt gefährlich durch Richtung Goal geflohen. Legend könnte Shane durchspringen. Beste verlor gerade in der Force geht gut. Kreska sich noch einmal Möglichkeiten. Du könnt Pass vom Sifuchs und Mauer, die geht nicht durch. Hat gesagt, Kommunikation ist auch nicht so da bei Exako, weil viel Double Commits bis dato noch nicht so viel bestraft. Du hast schon jetzt Doppelboot. Ja. Genau das, was so geschwart ist. Ich weiß nicht, amazing, erst du Brett für den Ball zu gehen und trotzdem springt Mensch Squid nach du ran. War gut nicht mehr du. Ja, zwei Teammates, die waren nicht beim Goal auf jeden Fall. Hallo, kann, geht gut der Teil nach Zoman. Nee, extra kommen möchten, nachher gehen Drop. Und geht immer mehr eng für geht gut. 23 Sekunden, habe keine Loscher Ball so und das spielen sie gut wie klar was, aber aus Rocket League Überraschungen sind immer op. Den Double Committee Sifuchs an der Puma gerannt. Du schön Trickspiel du vom Squid of the Legend. Legend geht um Mauer, Squid auch. Es sind einfach Spiel für die Sifuchs so durchzukommen. Me Legend mischt so. Und ich mengen Exako hält sich den Win high. Für zweite Kehr. Ganz verdient, Menge Meinung. Ganz verdient, ja. Change Passspiel. Wo die bei Get gut ein bisschen vermisst. Das war schon besser geprallt. Du. Puma probiert Nike. Das ist aber nicht durchgegangen. GG. Und dann gucken wir nur noch, ob die Nixtron, sobald den Admin Resultate geändert hat, gesehen wir das dann noch. Mal gucken, wer in Kipp, ob wer in Kipp stehst. Da kommen vielleicht ganz interessante Pairings dabei raus, wenn wir für schon nur geschwart hatten. Ich denke, wir können schon auf dem Spielplan wechseln. Die sehen wir nur high. Und du hast schon dran 3 Red Lions stoßen auf Kappa Kipo. Ja, du denkst nicht, dass Red Lions wahrscheinlich Nusswette 4 und Silas, das Ding Kipp, was siehst du so? Also muss ich so ein Kappa Kipo hat sich gegen dritte Partner weil durchgesagt hat. Es war ja das vielleicht nicht so einfach wie man vielleicht meinen, ne? Genau, ich denke noch, dass das relativ eng kann gehen, wann man sich genug konzentriert. Also ja, ich wünsche noch viel Glück bei dem Match mit Joe Karakipo und alles. Da wird wahrscheinlich ein interessantes Match. So, dann haben wir das Game gegen die Bananas. Bananas haben wir das vor gut nicht gesehen, die hatten eine Free Win. Und Judas Gaming hat ja immens gut gespielt. Die hatte ja hier ein 2-1 gegen Flussmischroden, gegen Blue Bichos.
Ja, was genau. auch ein extrem spannende Match war. Mir Judas Gaming hat gewissen, dass sie aber ein krank besser sind wie verschiedene andere Equipen am Turnier. Und ja, übereinander sind wir mal gespannt, was sie letzte Woche gemäht tun, ob sie sich viel berät tun. Mal gucken. Ja, ich meine, Bananas, das geht ein bisschen schwer an. Also, erste Match hatten sie in der Rumänien gegen Elite. Und das war ein bisschen schwere Gegner. Vorhin sind wir gespannt, wie der Match wieder auskommt. Bananas gegen das Game. Wenn wir von der Elite schwätzen, ein Match spielt nur gegen Rocket Lions. Rocket Lions hatten sich schon bald gegen die Elite durchgesetzt, das ist zum Schluss aber leider nicht durchgegangen. Aber wir müssen nun natürlich noch gegen nachher viel mehr starke Gegner spielen. Enraged der Position, weil wir unglücklicherweise für sie den Donnerstag nicht zu schäfen. Oder den Samstag. Ich denke aber Enraged also immer noch ein harten Nuss, also da werden Rocket Lions wahrscheinlich ein heftig Ich kann auch sagen, dass Musik eventuell nicht so hart wäre. Also, nicht so hart. Dann zu kreieren. Perfekt. Ja, dann zähl du. Was merkst du dann? Enraged gegen Rocket Lions. Ja, aber ich meine, ich meine, Enraged hat nur in der Round 2 ein bisschen schlecht Spruch. Da können wir alle gute Mannschaften gut halt mal kleinen Down. Aber Rocket Lions denke ich nicht, dass sie ganz viel Probleme werden, die Match an den Test zu stechen. Ne? Ja, genau. Also wird wahrscheinlich ein 2-0 gehen für Enraged. Ja, dann geht gut gegen die Leaking Brains. Geht gut haut nicht so geprallt wie die letzte Woche. Und die Leaking Brains waren aber definitiv ein bisschen mehr fit. Und von den Leaking Brains erwarte ich mal halt ein gutes Spiel. Ich denke, dass hier der knappe Match kennt gehen, wann geht gut sich zusammen rappt. Ja, also ich meine, gegen Overtime hat der Leaking Brains genauso wie mehr. Also Red Lions war ein ganz close Match. Es war nur nicht, dass sie wirklich 6 oder 7-0 verloren. Es war eine Weile gut Place von der Leaking Brains. Und wir wissen noch, geht gut kann, wenn sie wollen, wenn sie sich auch gut spielen. Haut das leider auch nicht abgegangen für sie gegen Exaco. Dafür geht gut, die Leaking Brains können effektiv ein ganz interessantes Match gehen. So, der nächste Match ist dann Tri de Pat gegen Team Lützeburg. Beide Kippen spielen ungefähr gleich, also haben immer so irgendwie fixe Goalkeeper. Das kann auch ein Match sein, den relativ knapp geht an. Ja, es hapert bei Team Lützeburg ein bisschen momentan unter Konsistenz und der Consistency. Wenn sich auf die Goal schießen, da geht der meistens nicht dran. Aber auch ein ganz knappes Match, ähnlich bei Tri de Pat, auch gut Goalschuss, die aber nicht sitzen. Und ich denke, dass der Match auch ja, nicht einfach für beide Kippen geht, aber ganz interessant kann gehen. Ja, du musst da ganz eindeutig zustimmen. Ich meine, Team Lützeburg ist eine relativ junge Kippe, die noch nicht ganz viel man gespielt hat. Und aber zu denen aber manchmal bemerkt, dass umgang sind, eine gewisse Synergie aufzubauen zwischen denen. Und was die Milan spielen, wird eventuell eine gute Chance gegen Tri de Pat zu gewinnen. Genau. Dann haben wir Blue Bichers, die spielen nächste Woche nicht, die haben den Free Win. Also Gratulation ho. Und da gehen wir auf ein Match Elite gegen Triple Commit. Zwei Equipen, die sich bislang immer konnten durchsetzen. Ja, geht auch ein interessantes Match. Elite war letzte Woche nicht so ganz fit. Triple Commit Hummer zwar viel cooler gesehen, war aber auch noch nicht das Spitzenspiel. Kennt relativ ausgeglichen sind, hängt halt davon auf, ob der Saplo spielt oder ob der Big Baker back ist. Ja, also ich meine, Elite gegen Triple Commit geht, wenn ich dann so gucke vom Line-Up, wahrscheinlich den Highlights-Match von der Runde 3. Genau. Und sind richtig gespannt, wenn Elite sich gegen Triple Commit wird durchsetzen. Sie hatten aber ja, gegen Enraged, sagen wir mal, nicht Chance mehr. Ich sage mal, Enraged wird nicht das gewesen, weil der normalerweise gewinnt das von ihnen.
an Molo war der wéi elitech mat Triple Committo aus Newert setzen. Genau, muss ich aber so, dass Elite halt definitiv schwere Gegner für sich wird. Mais, wie gesagt, Elite rift ab und zu, wann ein Trobu könnt, wirklich geheim Fähigkeiten ab. Also, Elite definitiv halt nicht zu unterschätzen. Das kann wirklich noch ganz interessant gehen. So, an der letzte Match als Overtime geht Exact Corporation. Overtime, ja, ein Spiel, was immer relativ ob den End oder ob der Overtime, wie du nur mit sieht, raus ist. An Exact Corporation möchte wunderbar Passspiel auch an der Luft vieles gesehen haut. Ja, also Overtime as liegt mich stark, denken ich, mir auch dem Match kennt relativ interessant gehen, oder was merkst du? Also effektiv, der Match der geht definitiv interessant. Beide Mannschaften sind relativ stark an der Offensiv, bisschen schwächelnd an der Defensiv. Also ich meine, man Passspielen wird man so vielleicht gut Szene gesehen von der einen oder anderen Mannschaft. Ja? Kennt auch ein Highlight-Match von der Woche sind. Also die zwei Last-Matcher, wirklich interessant Matcher. Aber bon, los sind Matcher halt allgemein alle gut ein bisschen wie ausgeglichen. Also so lösen aber sicher gehen alle gut Matcher immer wie eng. Und ja, ich bin gespannt auf die nächste Woche. Natürlich probieren wir alle Match zu streamen. Und ja. Noch weiterhin viel Spaß beim Turnier, beim No-Gucken, beim Matchspielen und whatever. Wie gesagt, den Turnier könnt ihr überall verfolgen, auf dem Discord-Channel von uns und natürlich auf der Facebook-Seite. So, merci Silas, die gehen ich das letzte Wort und dann sind wir raus. Ja, ich so auch vielmals merci, dass ich schon dabei bin für zu kommentieren. Als eine super Runde 2 gewirrscht, denke ich, mit interessanten Matcher. An der Runde 3 hat man neich noch mehr interessant Matscher. Voilà, da wünschen wir einen schönen Wetter.